Und dann kommt der Diener, der sagt, Malik Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichtes. Malik ist der Besitzer, der Herrscher, Yawm der Tag, und Din ist, Din hat ganz viele Bedeutungen, unter anderem Religion, aber also oftmals auch Bedeutung vom letzten Tag oder vom Tag des Gerichts. Er ist also der Herrscher vom Tag des Gerichts, und dessen sind wir uns bewusst. Wieso sagen wir das im Vater? Wieso ist das so wichtig? Weil wir natürlich unser ganzes Leben dementsprechend auch leben, wenn wir wissen, erst einmal, es gibt eine Abrechnung, es gibt einen Tag vom jüngsten Gericht. Also irgendein muss ich für alles, was ich gemacht habe, muss ich gerade stehen, muss ich Rechenschaft ablegen, dann handle ich natürlich im Diesseits anders. Und wenn ich weiss, dass der Chef an dem Tag, also der Einzige, der irgendetwas zu sagen hat, gibt es kein Vitamin B und gibt es nichts drumherum. Also auch wenn ich einen Anwalt habe oder so, der kann mir dort auch nicht helfen. Gibt es nur ihn, er ist der Einzige, der dir an dem Tag etwas zu sagen hat, der Einzige, der Entscheidungsgewalt hat. Wenn ich weiss, das ist Allah, dann lebe ich nicht nur nochmal anders, sondern dann schaue ich natürlich, dass ich genau sein Wohlgefallen kann bekommen. Dass ich also so lebe, wie er das will. Dann schaue ich also noch mehr, nicht nur schauen, dass ich es übersetze und dass ich vielleicht brav bin und nicht böse Sachen mache, sondern dass ich versuche, genau das zu machen, was der Besitzer von dem Tag, was an dem Tag am meisten zählen wird. Also schaue ich im Koran und lebe entsprechend im Koran. Und da sagt Allah wieder, mein Diener hat mich verherrlicht. Also mein Diener hat mich anerkannt, dass ich der Höchste bin, dass ich der letzte Richter bin, der in den Richter wird. Und dann wechselt es. Bis jetzt haben wir immer noch über Allah geredet, dass wir Allah gepriesen haben. Wir haben Allah beschrieben. Wir haben gesagt, was er ist, Rahman, Rahim, dass er der Malik ist vom letzten Tag. Und jetzt kommt plötzlich eine andere Seite in der Surah Al-Fatiha. Jetzt heißt es plötzlich, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Was so viel heißt wie, dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Also vorher haben wir über Allah geredet und jetzt reden wir über uns. Jetzt fängt der Bitt-Teil an. Und was eben auch ganz interessant ist, also dich allein beten wir an. Die meiste Zeit, wo wir den Salat machen, machen wir Salat aber allein. Also jetzt im Ramadan ist vielleicht eine Ausnahme, dass wir da viel mehr mit dem Jamaat sind. Aber sonst, wenn wir uns jetzt, also für mich gilt das zumindest, die meiste Zeit, wenn wir Salat machen, machen wir Salat allein. Also würde es doch da viel mehr Sinn machen, dass wir sagen, dich allein bete ich an. Aber wieso wird da im Plural geredet? Wie gesagt, es ist nichts Zufall. Das hat alles seine Bedeutung. Wir nehmen jetzt einfach jemanden und einfach auf Deutsch sagen, dich allein preisen wir an oder beten wir an. Und dann haben wir es verstanden und abgehökelt und dann weiter. Aber was ist der tiefere Sinn davon, dass dort eben der Plural ist und nicht der Singular? Weil eigentlich das meiste, auch wenn wir in der Moschee beten, haben wir das Sunnahgebet, machen wir alleine, machen wir für uns, machen wir mit dem Jamaat. Ja, auf dieser Zeit ein anderer wahrscheinlich auch. Ja, aber für sich, nicht zusammen. Da tut Allah auf etwas unterstreichen. Und zwar eben die Gemeinschaft. Also die Umma da wird unterstreichen, wie wichtig das Wir ist. Wie wichtig das ist, sich zu einen, sich zu vereinen. Also dass Individualität ist im Islam nicht gefragt. Das heisst nicht, dass wir alle Roboter sind und alle mit genau gleich aussehen wie der andere und jeder muss genau das Gleiche machen. Aber Einzelgänger haben es schwer. Der Islam ist für eine Gruppe gemacht, der Islam ist eine Gruppenreligion. Und wenn du Einzelgänger sein willst, es funktioniert gar nicht. All die Gebote vom Islam drängen dich eigentlich immer wieder dazu hin, in einer Gemeinschaft zu sein. Ich für mich habe das probiert, ich habe mir gedacht, weißt, alle Jamaten sind alle gleich und manchmal gibt es so Sachen, die man erlebt und denkt, ich will zu keinem Jamaat mehr gehen. Da bist du allein und es funktioniert nicht, es geht nicht. Was ist, wenn man allein ist, wenn man versucht, allein den Islam zu leben? Was ist das größte Problem? Man kann es falsch lernen. Entschuldigung? Man kann es falsch lernen. Ja, wieso?
indem wir falsche Bücher, falsche Personen. Oder ich kann das richtige Buch lesen, aber falsch interpretieren. Die falschen Kollegen. Natürlich, wenn ich einen Kollegen von der Moschee habe und keine Muslime als Kollegen habe, habe ich natürlich entsprechend Nicht-Muslime als Kollegen, die mich wahrscheinlich zu anderen Sachen einladen werden. Der Punkt ist der, wenn ich allein bin ich für den Shaitan natürlich ein viel leichteres Opfer. Der Shaitan hat es viel schwerer mit uns, wenn wir in einer Gruppe sind, als wenn wir allein sind. Aber nur ein bisschen, es sieht ja niemand. Oder weißt du, komm, heute, geh ganz kleiner ins Bett. Spielt dich keine Rolle. Kannst du morgen 2 Salat zusammen machen? Oder ja, wenn es mal wegen einem Salat. Komm. Allah ist ja allgnädig, barmherzig. Du meinst, er kann das nicht verzeihen. Also wenn man allein ist der Shaitan umso mächtiger. Deshalb, der Islam ist so konzipiert und alle Ayat und alle Regeln also zwingen die fast, in der Gemeinschaft zu sein. Weil allein ist es nicht möglich. Wir können es gerne mal probieren, aber das ist wirklich sehr, also viel, sagen wir mal so, vielleicht ist es möglich, für mich ist es nicht möglich, aber vielleicht ist es für euch möglich, aber es ist sicher viel schwerer. Man kann sich das Leben natürlich auch schwerer machen. Aber dort hat Allah auf etwas anderes auch noch hinweisen. Also zum einen sagt er, Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft heisst, man muss zusammenkommen. Gemeinschaft heisst, man muss sich vereinen. Man muss sich verbinden. Das heisst nicht, dass man 30 Moscheen haben innerhalb von einem Quadratkilometer, aber man soll zusammenkommen. Und was ist das Einfachste, wo man sich nähern könnte? Wie kommt man am einfachsten zusammen? Mit dem Salat. Also das Salat, das rituelle Gebet, ist das, was uns verbindet schlussendlich. Schaut mal, mindestens für den Juma müssen wir in die Moschee. Mindestens einmal in der Woche müssen wir in die Gemeinschaft. Auch wenn ich außerhalb der Gemeinschaft sein will, die Regel ist so, Juma ist Pflicht, Farz, und dann kann ich nur in der Gemeinschaft machen. Also Salat ist das, was uns verbindet. Uns verbinden sollte, teilweise tut es eben leider nicht. Teilweise heisst es, wieso gehst du in die Moschee? Also hinter dem Imam kannst du doch nicht beten, das ist nicht gültig. Das gibt es dann leider auch. Das ist so, wie es halt nicht sein sollte. Aber Salat ist das, was uns verbindet. Nicht nur als Jamaat, auch in der Familie. Wenn man in der Familie gemeinsam Salat macht, hat man ganz einen anderen Zusammenhalt in dieser Familie. Es ist anders, als wenn jeder in seinem Zimmer Salat macht. Oder nur einer macht Salat und der Rest macht es nicht einmal. Also ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber es ist ganz anders. Jetzt während dem Ramadan haben wir jetzt eigentlich erst, muss ich sagen, angefangen, viel mehr in der Gemeinschaft wirklich zu beten, also das Morgengebet, das Fajr zumindest. Und es ist wirklich ganz toll, es ist ganz interessant. Und der eine Sohn hat dann sogar gesagt, das weißt du noch gar nicht, hat er gesagt, ich gehe ja zum Terawih meistens irgendwo in der Moschee, während Bruder will sie am Morgen mit aufstehen, machen einfach nur Yatza daheim, Isha daheim, aber sie machen es zusammen. Und das hat der eine Sohn gesagt zu mir, seitdem ich mit meinem Bruder das Salat, also das Yatza und das Isha Salat zusammen mache, habe ich ihn viel lieber. Also die Liebe ist gewachsen nur dadurch, durch das gemeinsame Salat. Und das ist ihm bewusst geworden. Ich meine, der Ramadan hat das erste, also Halbzeit sind wir jetzt. Und das, man spürt das und er hat das mir so können sagen. Also, und da ist mir natürlich auch das ins Sinn gekommen. Ja. Das Salat ist das, was uns verbinden tut und verbinden sollte. Und zum Salat sollten wir uns treffen. Und nicht nur daheim, eben auch so. Und das würde uns näher bringen. Wenn wir, je häufiger man Salat in der Gemeinschaft macht, umso größer wird das Gemeinsamkeitsgefühl. Dann plötzlich kommt der Begriff auch Bedeutung über. Wenn ich immer mit der gleichen Gruppe Salat mache, wie wir jetzt hier sind als Gruppe, würden jeden Tag mindestens ein Baguette zusammen Salat machen, würde eine ganz andere Verbindung entstehen, eine ganz andere Chemie zwischen uns, also so, wenn man sich nur einmal pro Woche sieht. Das ist einfach so. Oder einfach alles, was regelmäßig ist und Salat tut unheimlich verbinden und auf das tut Allah hier hinweisen. Wegen dem, er hätte schon sagen, anstatt dich allein beten wir an, hätte ihr uns auch können sagen, dich allein bete ich an. Aber nein, das ist Plural, wir beten dich an. Und dass eben auch gerade zuerst das Beten kommt. Also wir reden jetzt gerade im Plural, man kommt gerade das Beten. Also das Beten ist das, was uns eben vereinigt.
Umma ist wichtig und Umma entsteht nur durch das gemeinsame Gebet. Gemeinschaft entsteht nur durch das gemeinsame Gebet. Und dann, und dich allein bitten wir um Hilfe. Das ist natürlich klar. Also, nur Allah Ta'ala kann uns helfen. Nur ihn, und auch da wieder Plural, wir, also nicht ich. Wir sind in der Gemeinschaft, Individualität ist nicht gefragt. Dich allein bitten wir um Hilfe und niemand sonst. Auch wenn natürlich ich jetzt vielleicht um ihn mal um Gefallen bitten oder mal zu dir kommen und sagen, kannst du mir nicht das und das machen oder jemand von euch kommt mal zu mir und ich helfe. Wir müssen uns gegenseitig schon um Hilfe bitten. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, schlussendlich ist der hilft, nicht die Person, die wir gefragt haben, sondern Allah Ta'ala. Allein schon, dass er uns die Person geschickt hat, die wir fragen können. Allein schon, dass die Person Ja sagt, der hätte ja auch Nein sagen können. Also wir müssen uns immer bewusst sein, natürlich tun wir untereinander uns helfen, aber die Hilfe kommt von Allah. Weil auch wenn ich wette, natürlich möchte ich jedem helfen, habe ich gar nicht die Möglichkeit oder hätte ich gar nicht die Möglichkeit, jedem zu helfen. Aber wenn Allah mir das ermöglicht, dann schon. Also nur Allah bitten wir um Hilfe und Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jetzt hier wieder ein bisschen Grammatik. Ich bin ein bisschen Fan von Grammatik. Früher natürlich gar nicht, als ich in der Schule war, hat man empfohlen, Grammatik, was soll das überhaupt? Aber wie man so Satzaufbau versteht, oder, ja, also Grammatik ist schon wichtig, also, um auch einen Satz richtig zu verstehen. Und, also er weiss, ich bin noch sehr genau und dann sagt, guck mal, das, was du jetzt gesagt hast, heisst eigentlich das und das. Und dann reagieren meistens eben so, wie wenn er das gemeint hätte, was er gesagt hat. Häufig meinen wir gar nicht das, was wir sagen. Aber die Worte sind wirklich sehr wichtig und die Wortwahl und wie wir sie benutzen. Und Allah Ta'ala macht das auch. Also er tut ganz bewusst Sachen sagen. Schau mal, er sagt, dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Eigentlich hätte, also grammatikalisch wäre es vollkommen richtig gewesen, wenn man gesagt hätte, dich allein beten wir an und bitten wir um Hilfe. Das zweite Wir wäre auch gar nicht nötig gewesen. Man könnte sagen, dich allein beten wir an und bitten um Hilfe. Oder wir bitten nur dich allein um Hilfe und beten dich an. Also das dich allein müsste man nicht zweimal sagen. Aber wir machen es so zweimal. Warum? Es hat zwei Gründe. Indem ich etwas wiederhole, also Wiederholung, bei uns beim Aufsatz ist es immer schlecht, wenn du wiederholst. Du musst so wenig wie möglich Wiederholungen haben. Das ist mir so geblieben, dass es sogar bei einem Geschäftsbrief kommt kein Satz, kein Wort zweimal vor, wenn es geht. Aber im Koran kommt das viel vor, es gibt viele Wiederholungen. Aber das heisst nicht, dass es eine schlechte Grammatik ist, sondern das hat einfach einen Sinn. Mit Wiederholen tust du etwas auch betonen und unterstreichen. Also indem ich eben zweimal Iyyake sage, dich allein, also Iyyake ist schon eine betonte Form, aber wenn ich es zweimal sage, betone ich es natürlich noch mehr. Also nur dich, aber wirklich nur dich allein beten wir an. Und wirklich nur dich allein bitten wir Hilfe. Und du hast gar niemand. Also wir müssen es betonen. Und die andere Schönheit ist eben die, ich habe ja gesagt, Reihenfolge spielt eine Rolle. Zuerst, bevor wir Allah um etwas bitten, tun wir was machen? Tun wir beten. Also wir tun nicht einfach nur bitten, sondern wir machen zuerst etwas und verdienen uns quasi das, dass Allah uns nachher auch hilft. Das heisst, ich tue wie einen Vorwand schaffen, dass Allah mir eben auch hilft. Das heisst, ich mache etwas für ihn und dann macht er inshallah etwas für mich. Also zuerst tun wir etwas, machen wir zuerst Salam, machen wir den Beten. Wir machen dich allein beten wir an. Also zuerst beten wir, machen wir das Salam, das rituelle Gebet. Und dann bitten wir um Hilfe, um Beistand, um Reichtum, was auch immer. Wir bitten, um was wir wollen. Also, da hat es noch einen dritten Punkt. Dadurch, dass es so zweimal vorkommt, dich allein bitten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe, können wir die zwei Sachen auch getrennt voneinander, losgelöst anschauen. Also ich kann auch einfach nur sagen, dich allein bitte ich an, Punkt. Und dich allein bitten wir um Hilfe. Punkt. Wieso ist das wichtig? Es gibt die Leute, die machen das allein nicht. Ja, was ist jetzt mit denen?
dürfen die Allah nicht um etwas bitten? Können die Allah nicht um etwas bitten? Ist Allah nicht der Einzige, der diese Leute um etwas bitten sollte? Also dadurch, dass es so getrennt, also nacheinander doppelt aufgeführt wird, heisst, also auch die den ersten Teil nicht machen, also die Iyyaka na'budu nicht machen, sondern nur Iyyaka nasta'in, das heisst, auch die können Allah um Hilfe bitten. Das heisst, auch Leute, die kein Salam machen oder andere Sachen, die Allah gebietet, oder Allah gar nicht folgen tun, auch sie können Allah um Sachen bitten. Also, die Tür des Bittens, also, jeder kann Allah bitten um etwas. Und das beste Gebet wäre natürlich, man würde um Rechtleitung bitten. Deshalb macht das natürlich Sinn, dass auch Nicht-Muslime oder Leute, die sich vielleicht selber als Muslime bezeichnen, aber gar nichts machen, die es allein nicht machen. Zuerst kommt das Gebet. Also das Gebet ist so wichtig, dass es sogar an der ersten Stelle kommt. Aber sagen wir, jetzt macht das halt nicht, aus irgendwelchen Gründen. Auch der hat immer noch Hoffnung. Also er darf Allah bitten um alles Mögliche. Also Allah tut niemandem Türen zuschlagen und sagt, du, weißt du was, du machst kein Salam, mit dir wollte ich nichts tun. Am Schluss, es gibt dann natürlich immer einen Punkt, der ist spät, oder? Und das ist der Punkt, der Moment, wo man stirbt. Stimmt eigentlich nicht, das ist noch ein bisschen früher. Es ist nicht der Moment, wo man stirbt, sondern es ist der Moment, wo man den Todesengel sendet. Also in dem Moment, wo ich weiss, jetzt werde ich sterben, also kurz schon vorher, ist keine Tür mehr möglich. Dann ist es spät. Also alles, aber vorher kann ich Allah immer um Verzeihung bitten und Allah sagt auch, er ist der Verzeihende. Also wir dürfen hoffen und müssen sogar hoffen, dass Allah uns dann vergibt. Auch da gibt Allah eine Antwort oder einen Gegensatz. Er sagt, dies ist zwischen mir und meinem Diener und mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Also, wir sagen, dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe und Allah sagt, dies ist zwischen mir und meinem Diener. Wenn wir jetzt da in der Gruppe sind und jetzt fragst du mich etwas ganz spezifisch und sagst, weißt du, das ist nur zwischen ihm und mir. Was drücke ich mit dem aus, wenn ich das sage? Jetzt wollen alle wissen, aber sagen, das ist nur zwischen uns. Das heisst, das ist was? Geheim. Das ist geheim, ja, vielleicht noch ein anderes Wort. Exklusiv. Ja. Exklusiv. Exklusiv, privat. Das ist privat. Das geht euch nicht an. Das ist nur zwischen uns. Man muss nicht alles mit allen teilen, oder? Und da macht Allah das Gleiche. Allah sagt, das ist zwischen mir und meinem Diener. Das heisst, Allah tut sich da uns nähern. Das heisst, wenn etwas privat ist, also jetzt haben wir ja vorher schon gesehen, dass Allah uns erkennt. Bei jedem Satz beim Surah Al-Fatiha, wenn er etwas sagt, tut er etwas entgegnen. Also er nimmt alles wahr und tut allem dann auch etwas antworten. Und da sagt er auch noch, jetzt wo er sagt, ich bitte dich um Hilfe oder wir bitten dich um Hilfe, sagt er, das ist zwischen mir und meinem Diener. Also ob er jetzt was macht oder nicht, oder was hat er jetzt gebeten, wie stark tue ich ihn belohnen, das ist jetzt privat. Aber allein schon die Privatsphäre, die hier geschaffen wird, zeugt von der Nähe. Wenn es jetzt irgendein Unbekannter oder irgendein Unwichtiger wäre, dann würde man das nicht sagen. Dann würde man sagen, weißt du, alle, die Kategorie A sind so, Kategorie B ist so. Aber für jeden Einzelnen von uns, zum einen sage ich zwar, es gibt keine Individualität, weil Individualität ist nicht gefragt, und trotzdem macht Allah das da. Also mit jedem Einzelnen von uns geht er speziell um und sagt, weißt du was, das ist jetzt nur noch zwischen uns zwei. Der ganze Rest der Welt, wie viele Milliarden Menschen das dann auch sind, tun wir mal auf die Seite, jetzt sind nur noch wir, nur du und ich. Das tut nur uns etwas an. Das tun wir untereinander regeln. Also, es ist ein sehr intimer Moment eigentlich, also sehr, sehr privat. Wenn man sich dessen bewusst ist. Und wenn man jetzt beim Salam natürlich daran denkt, oh, jetzt gerade in dem Moment bietet mir Allah Ta'ala so eine Privatsphäre an,
dann sollte ich eigentlich nicht mehr fähig sein, mir zu überlegen, oh, der schuldet mir noch das und der muss mir noch das zahlen und so weiter. Und hat ich Galatasaray gewonnen oder hat ich Fenerbahce gewonnen? Oder in dem Moment müsste man eigentlich, ja, also wenn man sich das wirklich bewusst wäre, müsste dann der Trainer kommen. Und, was sagt er noch? Und mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat. Also das ist eine Wildcard, eine Blankokarte. Also was er gefragt hat, er soll es bekommen, aber er sagt nicht genau was. Wir haben das ganz am Anfang schon gehabt. Ich habe gesagt, ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in 2 Hälften geteilt. Eine Hälfte davon ist für mich und die andere Hälfte ist für meinen Diener. Und mein Diener soll bekommen, wonach er gefragt hat. Also Allah Ta'ala verspricht hier etwas. Mein Diener, also der jetzt mit mir redet, der jetzt die Surah Al-Fatiha rezitiert, der soll bekommen, was er verlangt hat. Aber was ist das, was sie verlangt haben? Da heisst nicht, er soll alles bekommen, alles Mögliche, sondern etwas ganz Bestimmtes. Aber er sagt es nicht. Jetzt wiederholt er das hier auch. Mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat, aber wir wissen immer noch nicht genau was das ist. Wieso? Allah tut uns jetzt einfach lustig machen. Was ist echt das? Also tut unsere Neugier wecken. Ist das nicht auch eine sehr bekannte Werbetechnik? Wie tut man Leute versuchen, auf etwas aufmerksam zu machen? Indem man sie neugierig macht. Das erste Beispiel sind Trailers von Kinofilmen. Oder? Da siehst du immer gewisse Szenen vom Film und am spannendsten Ort plötzlich, ja, in ihrem Theater, so an so und so vielten, oder in einem Theater in der Nähe, irgendein. Also genau dann dort, wo du denkst, das möchte ich doch sehen, das siehst du nicht. Warum? Damit du einen Grund hast zum Gehen. Also Allah macht genau die gleiche Technik anwenden. Also er macht uns lustig, er tut uns unsere Neugier wecken, sagt aber noch nicht genau, um was es geht. Das kommt dann erst ganz am Schluss, wo wir jetzt in der Schweiz sind.